Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, seid so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut. Ich muss trotzdem noch etwas dazu sagen. Die Erklärung ist einfach, wir haben einen Tiger und der Tiger hat Heuräume. Und im Englisch. Also. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, seid so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut. Also der Tiger heisst Tristan. Er ist 95 Kilo, dann noch Geschichte gespielt hat, war er noch 74 gewesen. Ist er 95, er ist ein zutrauliches Tierchen, das immer gekräbelt werden. Aber, eben, wenn er auf dem Fensterbank aus der Granien sieht, dann fängt er die Augen an zu rollen, sie werden ganz rot, dann fängt es an zu röhren. Dann schiesst er auch das ganze Wohnzimmer übereinander. Letztes Mal ist er auf die Lampe hochgeklettert, wie ein kleines Kätzchen. Ja. Ist runtergefallen, den Neger umgeschossen und so. Beruhigen kann man ihn meistens mit einem Kuchentröli oder mit einer Cohenplatte. Ja, es ist auch unangenehm. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, seid so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut. Und jetzt eben, wir haben so seine Probleme mit einem Tiger in der Stadt drin. Ich geniere mich ein bisschen, den alleine spazieren zu führen, so der Glaube. Oh, weil wir gerade im 4. Stock von so einem Reihenhaus wohnen, haben wir gedacht, wir könnten eigentlich auf dem Dach spazieren. Stört ja niemand, oder? Vorsichtshalber haben wir nachher alle Bewohner vom 4. Stock von diesem Reihenhaus so eine Meldung geschickt, so eine Fackel. Einfach. Wenn ein Tiger auf der Fensterbank hocken oder zum Fenster reinkumpen, nehmt ihn bitte nicht rein. Er befindet sich auf dem täglichen Spaziergang und ist mit einem ruhig und ungezwungen Verhalten passiert überhaupt nichts. Er will nur spielen. Er lässt manchmal auf den Namen Tristan. Und vor allem nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, seid so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut. Jetzt kommt aber noch das mit Frau Battistini. Ja, die Granien sind nach und nach verschwunden. Das war Ende November. Ein Granium ist bleiben stehen, das Granium von Frau Battistini. Stattdessen habe ich ein Telefon bekommen, wo so eine aufgeregte Stimme auf Welsch hat gefragt, «Que voulez-vous?» Und ich habe gesagt, «Rien.» Sie hat immer wieder gefragt, «Que voulez-vous?» Sie hat nichts anderes gefragt. Und dann haben wir gesagt, «Rien.» Und dann hat sie mir gesagt, «Ich darf früher Deutsch reden.» Und dann habe ich gesagt, «Nichts.» Und dann hat sie mir gesagt, «Ich habe alle Tassen im Schrank.» Ich habe gesagt, «Ich muss schauen.» Und es waren 2 im Schutzstein. Ich bin zurück, habe das gesagt. Und ich habe gewundert, warum sie das gewusst hat. Und dann hat sie gesagt, sie sei frech und sie gehe auf die Polizei. Und ja, er hat gesagt, das könnt ihr ruhig machen, Frau Battistini, aber... Nehmt Granien ab der Fensterbank. Granien machen unseren Tiger krank. Nehmt Granien ab der Fensterbank.
Kranien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, bitte, seid so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut. Am Abend ein Telefon bekommen, Scheidegger, Kriminalpolizei. Was da los ist mit dem Tiger, haben sie erklärt. Und er hat gesagt, es sei noch lustig, es sei ein Ulk. Und die Polizisten sind alle zusammen auch lustig, weil er schaue nur lustige Filme an und nie einen Problemfilm nach Feierabend. Und die Polizisten sind einfach lustiger, als man glaubt. Und er hat einen Freund, der sind Grenadier, der lesen nur Asterix. Aber Frau Battistini ist so eingefahren, wie der Tiger noch auf der Fensterbank würde hocken, also er fressen erstens. Und ich habe gesagt, das kann nicht schon sein. Ich will schnell schauen und tatsächlich, dann bei Frau Battistini der Tiger hat so geröhrt, rote Augen gehabt. Er hat das Schlimmste befürchtet. Immer noch Kranien auf der Fensterbank. Oh, die Kranien machen doch unseren Tiger krank. Der hat immer noch Kranien auf der Fensterbank. Oh, die Kranien, die machen unseren Tiger krank. Oh, Frau Battistini, jetzt ist es nicht mehr gut. Jetzt hat der Tristan wieder seine grosse Wut. Oh, der Tristan ist zurückgekommen, er hat wohlgenährt ausgesehen. Ich weiss nicht, was los war. Für Frau Battistini habe ich nie mehr etwas gehört. Und darum ist die Geschichte eigentlich fertig. Ich kann euch jetzt noch Märchen erzählen, irgendetwas, aber ich bleibe lieber bei der Wahrheit. Sonst passiert es mir wieder, dass so ein Kritiker schreibt, Texte seien fantasievoll. Das ist mir nämlich mal passiert. Und dabei, wenn der wüsste, was wirklich passiert, sie sind nämlich nüchtern wie die Neue Zürcher Zeitung. Nehmt die Kranien ab der Fensterbank. Die Kranien machen unseren Tiger krank. Nehmt die Kranien ab der Fensterbank. Die Kranien machen unseren Tiger krank. Frau Battistini, bitte sitzt so gut, sonst bekommt der Tiger wieder seine grosse Wut.